Tansi pausa da sta al presidente della provincia de Bulzang un viai giornalista alla conferenza stampa a Falzes, u l'ACLA fa il punto della situazione in cont di rapporti con il governo italiano. Tancașdi al giauri la porta de sicurezza privata. Argument central della conferenza stampa è che stan stat il rapport con il governo Monti. Di clar che il Südtirol giuda peare nella finanza del Stato, ma per la giunta provinciale si tratta danta prima di mantenere l'autonomia, che al do del President diventata sottoram pur calierde. Wir haben mit Rom zwei große Probleme. Eines ist die finanzielle Seite. Wir haben nie gesagt, dass wir nicht auch bereit sind, unseren Anteil zu übernehmen. Wir sind bereit, mitzuhelfen, dass die öffentliche Verschuldung entsprechend reduziert wird, dass Einsparungen gemacht werden und so weiter. Aber das muss mit uns in einer Verhandlung festgelegt werden, welchen Betrag wir bringen müssen. Und dann ist der zweite Teil, das ist die Autonomie. Wir wollen selber festlegen, wo wir die Einsparungen machen, damit wir zu diesem Betrag kommen. Wir akzeptieren nicht, dass Rom uns einfach behandelt wie Regionen mit Normalstatut, einfach sagt, in dem und dem und dem Bereich, in der Sanität oder in der öffentlichen Verwaltung oder bei den Gemeinden oder irgendetwas müsst ihr so und so viel einsparen. Wir wissen am besten, wo wir die Einsparungen machen können und das ist ja unsere Autonomie, dass wir eine praxisnahe Politik betreiben können und wir werden den Betrag aufbringen, aber wir sagen, wo. Und wenn das nicht akzeptiert wird, dann müssen wir halt zum Verfassungsgerichtshof gehen. Der Verfassungsgerichtshof wird Entscheidungen treffen. Sollte es negativ sein, dann müssen wir zu Österreich gehen als Schutzmacht und sagen, der Vertrag wird nicht eingehalten, unsere Autonomie wird nicht respektiert. Und wenn Österreich wird dann bilaterale Verhandlungen aufnehmen und wenn auch das zu keinem Ergebnis führen würde, dann müssten die zum Internationalen Gerichtshof in Den Haag gehen. Denn wir verlangen ja nichts anderes, als dass unsere Autonomie, die Verfassung, die italienische Verfassung eingehalten wird. Und ich glaube, dass wir schon dieses Recht haben. Const la populazione ladina, al president dit che i tre comuns ladins de Sauramont jeben unite Südtirol, che la trattativas per l'ampliament de la RAI jei no aviertes, che jaufes la Dolomites unirà regolamentei do la volontà la popolazione, e che li oni fat recurs alla gestione del fondo bancaire per sostenere i comuns ugins. Es ist so, dass wir, was Ladinien anbelangt, immer auf ihrer Seite sind, in der Form, dass wir sagen, die Rechte der Ladiner müssen ausgebaut werden, so wie wir insgesamt sagen, wir möchten Richtung Vollautonomie gehen, wir möchten vor allem eine dynamische Autonomie haben, so ist es auch, was die Ladiner sind uns nahe, die Ladiner sind die kleinste sprachliche Minderheit in Südtirol und wir vor allem als Deutschsprachige haben hier ein ganz besonderes Gefühl ihnen gegenüber und deswegen wollen wir, dass auch hier einige Verbesserungen durchgeführt werden. Erstens einmal, was die Reihe anbelangt, dass sie einen längeren Zeitraum bekommen für ihre Sendungen, dass sie eine eigene Struktur bekommen. Hier waren wir fast vor dem Abschluss und dann hat es wieder aus finanziellen Überlegungen geheißen, nein, das müssen wir verschieben und so weiter. Aber auch andere Dinge. Es müssen die Autonomiebestimmungen abgeändert werden, dass die Ladiner auch die Möglichkeit haben, zu allen Ämtern Zutritt zu bekommen, ganz gleich, ob es jetzt ein Verwaltungsgericht ist oder ein Staatsrat ist oder ob es auf der anderen Seite Landeshauptmann Stellvertreter ist. Das heißt, auch hier sollten die Rechte der Ladiner entsprechend angehoben werden. Nichts wird getan. Das heißt, man interessiert sich zurzeit